Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion und ein frohes neues Nippelverhärtungsjahr 2024. Ihr habt die ganze Zeit darauf gewartet, wir wissen das und wir haben uns Kraft unserer Ämter natürlich top vorbereitet. Also bei mir sind hier diverse Internetseiten offen mit ganz ominösen Informationen, was das Jahr alles ansteht und was die Nippel so richtig schön hart machen lässt. Mein Name ist Corby, mit dabei habe ich heute die zwei schon durchlöcherten Kani. Durchlöchert? Ja, deine T-Shirts sind schon durchlöchert, weil die das hart sind, die Nippel. Ich meine, die Nippel sind durchstochen. Ihr wohnt in die Yüchsel. Okay. Ihr wohnt in die Yüchsel. Ah, sexy. Okay. Ja. Und der Mike ist auch dabei. Wo hast du Löcher? Ja. Im Nippel habe ich mal ein Piercing drin gehabt, da ist noch ein Lichel drin. Ei, okay. Da ist ja dann ein Schließer gekommen, oder? Weil du es ausgerissen hast. Ich habe mir es ausgerissen, ja. Aber das war nicht Absicht. Ich habe gewusst, wie man es auszutut. Das war ein Versehen. Ja, danach hast du es gewusst. Dann habe ich es gewusst, dass man es nicht vorne auszieht. Ach, so geht das nicht, ist es? Nein, null. Ah, schön. Schön. Bitte, bitte. Ja, Leute, 2024, ich glaube, ich kann hier schon mal spoilern, das meiste, wo wir uns doch alle darauf freuen, ist doch eindeutig Dune 2, oder? Dune Part 2, das ist es. Ja, Dune ist schon ganz mit vorne dabei, auf alle Fälle. Im Februar ist es endlich soweit. War ja eigentlich nur ein Highlight für 2023 gewesen, gell? Ja, verdammt. Aber dann haben sie wieder Leute irgendwie auf bessere Bezahlung beharrt und umeinander gestreikt. Die weiß auch, weil die so froh sind, dass sie Arbeit haben, oder? Die Leute. Die Spinnen, wo die wollten, haben auf einer Recht bestanden. Ich glaube, das ist die wegen Spinnen. So nervt mich einfach. Die Leute, die sollen einfach mal dankbar sein, dass sie arbeiten dürfen. Das hatten sie sonst den ganzen Tag. Ja, was soll denn das? Andere warten froh um Arbeit. Bis der Zufall so will, haben ein paar von meinen Kollegen irgendwie gemeint, ja, Corby, du bist doch so in einem Film-Podcast, kannst du irgendwelche guten Filme empfehlen, weil, Mensch, ich hab mir neulich da so einen Krampf geschaut, so einen billigen Star Wars abklatscht, der hat irgendwie Dune geheißen und da bin ich erst mal ausgeflippt, was der da eigentlich sagt. Hast du sofort gekündigt? Der Vorschlag war auf jeden Fall gleich mal am Tisch. Das ist ja schön, das definitiv. Und dann hat ein anderer Kollege gemeint, ja, warum ist das echt so gleich und so. Dann habe ich gesagt, schau dir den erst mal an, bevor du urteilst. Und dann geht er halt zu mir her und sagt, also ich habe mir jetzt Dune angeschaut. Sag ich so, ja und? Ja, das ist ja eigentlich nur hingearbeitet jetzt für den zweiten Teil. Er hat gesagt, okay. Ja und? Wie hat er da gefallen? Ja, also so Parallelen zu Star Wars hat man da schon. Ich dachte, was ist los mit der Jugend? Was ist mit denen los? Die hat Rebel Moon gesehen, oder? Ja, nur weil es um Gewürze geht, oder? Er hat dann gesagt, ja, bei Star Wars kommt ja auch so ein Wurm vor. Ja, das stimmt. Echt? Ja, da verstecken sie sich sogar drin in dem Wurm. Nein. Er hat aber nicht den gemeint. Er hat in Episode 6 den Wurm gemeint, also, oder das Viech gemeint, diesen Boba Fett frisst. Beim Jabba. Den Salak. Das ist doch kein Wurm, oder? Nein, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass es ein Wurm ist. Das ist eher Pflanzen, ein Fleischfressende. Ja, das ist eher so fleischfressende Pflanzen ist das. Und dann hat er ihm noch gemeint, ja, weil Imperator kommt da ja auch vor. Ja, aber bei Dune waren es auch Gewürze, oder? Auf dem Planeten, das da anbauen wollten, oder? Was war das? Spice. Spice, ja. Spice ist ein Gewürz, oder? Nein, ich glaube nicht. Es ist so Spice, kommt von Spicy. Ja, eben. Und auf die Pringles, wenn du Spicy kaufst, da ist ein scharfes Gewürz drauf. Also geht es um Gewürze. Und bei Boba Fett geht es ja auch um Book of Boba geht es auch um Gewürze. Also ist Dune ein richtig billiges Star Wars Abklatsch-Scheiße. Ja. Den zweiten Teil, den schaue ich mir nicht oder brunze lieber und Leinwand ohne. Okay, gut. Schön. Passt. Also schreibt es auch in die Kommentare, ob ihr findet, dass Dune einfach nur ein billiger Star Wars Abklatsch ist. Ich hätte sogar gesagt, Dune ist ein billiger Rebel Moon Abklatsch. Hot Take nenne ich das. Hot Take. Shots been fired. So, und bevor jetzt der Kollege, der normalerweise zuhört und gerade einen Herzinfarkt kriegt, ja, ich erwähne auch, dass du gesagt hast, dass Dune älter ist wie Star Wars und wenn, dann ist Star Wars ein billiger Abklatsch von Dune. Ja, wenn, dann ist das Bierchen von Dune älter als Star Wars, oder? Ja. Okay, gut. Haben wir genügend über Dune geredet, oder? Ja. Ja.
Gehen wir mir Reihe durch oder was? Oder einfach reinschreien, wer was weiß? Einfach reinschreien, auf was wir uns freuen. Wie im Wirtshaus, weißt du schon. Oder na richtig, mit Ordnung nach Tag und Monat. Ja, brauchen wir in dem Fall nicht. Habe ich sogar so nach Monat hätte ich es sogar geordnet, schau. Ja, ich auch ein bisschen, aber schrei ein. Was ist los mit Im Februar können wir nichts mehr außer tun, oder? Nein. Was ich noch hab, am Februar hätte ich noch Winnie Pooh Part 2, Blood and Honey, More Gore. Im Februar schon? Ja. 16. Februar. Brauche ich nicht. Der ist auf, ja, anschauen werde ich mal schon, aber nur mehr im Kino. Unbedingt. Ich freue mich. Ja, dann lässt mich aber ein. Kommt dann da der Tiger vor? Ja. Und das Schweindel habe ich auch schon, also das Schweindel kommt nochmal irgendwie vor, habe ich schon bei gesehen. Und wie soll denn das gehen? Ja, vielleicht ist das nochmal so ein Rückblick oder so. Ich habe ein paar Set-Fotos gesehen und da war eben auch der Winnie Pooh. Und der schaut effekttechnisch oder maskentechnisch auch schon ein bisschen besser aus, auch wenn viel Schatten dabei war. Aber der Film hat so viel Geld eingespielt und das wird super. Ich versprich es euch alle. War der erste schon nicht schlecht und der zweite wird Terrifier. Halt dein Maul! Ich hoffe, dass der depressive Esel auch dabei ist und Leid umbringt. Ich sehe es gerade, ja, den Tiger, den habe ich da schon mal gesehen, aber echt, da hast du schon mehr Set-Fotos gesehen? Ist das eine, wo er da auf dem Stuhl sitzt? Ich weiß es nicht mehr. Ich schaue den ganzen Tag so viel ins Handy ein oder ins Internet, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ja, das glaube ich. Und dann erzähl ich wieder, dass er gerade sein nicht, weil er arbeiten muss. Richtig. Du weißt, wie das läuft. Kotzt mir an. Also, haben wir uns einig, oder? Anschauen. Ja, der wird sicher besser als Terrifier 3, den wir im Oktober kriegen. Ja, anschauen wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Anschauen müssen wir besser wie Terrifier 3, glaube ich, nicht. Jo, locker. War der 2 schon so ein Scheißdreck. Und vor allem das Ende vom ersten Winnie Pooh, das war ja fast im Imperium schlägt zurückmäßig, also wahnsinnig schlimm, richtig heiß. Wenn du noch mal irgendwie verzeißt von dem Scheiß. Warum war denn das wie Imperium schlägt zurück? Hast du dir einen anderen Winnie Pooh geschaut? Ja, das ist auch ein Wurm gekommen. Das war mir gar gewesen und Ding, und jetzt weißt du nicht, ob der jetzt noch überlebt und Ding, und Pooh ist auch noch unterwegs, also ich bin richtig heiß. Ja, wir sind auch mit Corby und ich, wir sind mit 1000 Fragezeichen vom Gesicht ausgegangen, wir haben uns überhaupt nicht fassen können. Ja, weil die haben das ja aufgekommen. Das ist wieder Schluss von Thanksgiving, die haben sich noch irgendwas aufgekommen. Ich glaube, hinter uns war das nicht, wo das eine Mädel dann gesagt hat, ja, so ein Scheißdreck. Ja. Ja, die hat sich nicht auskennt. Die hat, wenn man die Hälfte der Zeit sein Gesicht im Schoß vom Freund drin hat, ist mir schon klar, dass man da nicht mitkommt. War lecker. Heute sind wir gut dabei. Das waren 2 Mädels. Die haben die ganze Scissor Sisters gemacht, darum haben sie vergessen. Aber wir haben eigentlich noch Ding vergessen, glaube ich, oder? Madame Web. Möchte den auch singen im Februar, meine ich, ist das, oder? Nein, den will keiner singen. Ja, stimmt, der kommt auch im Februar. Ja, singen schon, aber ich versprich mir halt nichts, weil das ist so. Sei mir nicht best. Das ist Sydney Sweeney in einem hautenger Kostüm, da flippst du aus. Ja, das auf alle, also das ist einer, es sind nicht dann 3 oder 4 Spider-Tanten Chicks in den hautenge Kostüme, also da bin ich schon dabei, aber ansonsten erwarte ich mir nicht viel davon. Also ich hoffe, dass er gutes Schleuderpotenzial hat. Wahrscheinlich kommt er am Anfang bei der Titeleinblendung schon Brazzers. Ja, wahrscheinlich, ja. Madame Web Triple X. Ich werde im Kino auf alle Fälle, im Kino mein Netz auch verschießen, da wird's es schauen. Ah, sehr gut. Da fahren wir wieder ein bisschen weiter weg, weil dann kriegen wir wieder Hausverbot nach dem. Sehr schön, sehr schön. Ja, wenn du mit Schwarzlicht eine Likes ins Kino sagst, du wieder gerade so. Also heute ist das Niveau on track, ich merke das. Hey, on track. Mit Madame Web haben sie es provoziert, gell? Voll. Was? Also diese Sprüche sind mit Madame Web provoziert worden, da kann man uns nichts vorwerfen. Ja. Ach so, du bist praktisch hier ein Opfer, oder was? Ja, selbstverständlich bin ich Opfer. Ja. Wird AfD immer Opfer. Die tun direkt auf unsere Triebe die abzielen. Ja, wenn man voll. Sydney Sweeney in so ein Kostüm stopft, das ist wie eine, die mit dem Minirock fortgeht. Die möchte es ja gar nicht anders. Und genauso ist es bei Madame Web auch, weißt? Also eine gewisse Teilschuld muss man da schon weitergeben. Also da kann man nicht alles am Triebtäter hängen lassen. Ich glaube, die Folge braucht eine Triggerwarnung am Anfang. Ja. Ich glaube, Triggerwarnung geht's nicht mehr mit Minirock zu Madame Web ins Kino. Eine Triggerwarnung und eine Erklärung mit bitte hört euch vorher mal alle anderen Folgen. Oh, das ist normal. Das ist ein normales Niveau.
Wir machen das nicht ernst. Scherzanruf, Scherzpodcast. Ich muss mir jetzt da kurz nochmal bloßstellen. Kennt man die Frau denn aus irgendwelchen anderen sehenswerten Filmen, wenn ihr da so begeistert seid? 50 Shades, oder ist sie? Ja, und Suspiria. Das interessiert keinen. 50 Shades of Grey. Den Charakter meint der Corby, ob der schon irgendwo Nein. Ich meine nicht den Charakter, ich meine die Schauspielerin, ja. Also ich mag die schon. So, Okay. Also ich habe 50 Shades nicht gesehen. Ja. Aber wenn das... Der Corby hat so angeschaut wie das Bonusmaterial für die Twilight-Filme auf DVD, wo die ganzen guten Stände zusammengeschnitten sind. Ja, genau. Auf YouPorn. Na, stimmt mit dem Robert Pattinson so geil. Die besten Szenen mit Robert Pattinson, alle. Auf so YouPorn hast du Robert Pattinson. Wenn wir schon bei den schlechten Sony-Dinger sind, dieses Jahr soll doch auch noch Craven the Hunter kommen. Da bin ich also, ich weiß es auch nicht so recht. Also an sich eine coole Figur, und wenn man sich das Spider-Man 2 Spiel anschaut, da wird halt die Figur wieder richtig gut umgesetzt, aber ich gehe halt davon aus, dass man wie bei Venom und bei Morbius aus einem Bösewicht einfach wieder irgend so ein Anti-Superhelden-Ding hingeschissen kriegen. Ja. Das nervt mich. Weil, wer spielt denn dieser Aaron Tyler Johnson, oder wie ist der? Aaron Tyler Johnson? Ja, der Kick-Ass. Ja, genau. Ja, das ist er. Drum Kerl, Morzes Bracke, passt gut in die Rolle rein. Ja. Der Gerät, ja. Das ist auch so einer, wo ich Fan verschießen darf. Aber, der schaut gut aus. Ich komme, sein Blick war ins Weltklasse. Ja, du bist eine homophobe Sau, ohne Scheiß. Wahnsinn. Auf alle Fälle, gehe davon aus, dass es genau der gleiche Scheißtrick wird wie Venom und Venom 2 und Morbius und genauso wie Venom 3 ein Scheißtrick werden wird. Ja. Das ist sehr gut, dann grätsch ich mit was Guten rein. Ich habe vorhin in der Vorbereitung gelesen, es wird anscheinend ein neuer Herr der Ringe rauskommen, und zwar The War of Rohirrim. Er rutscht, glaube ich, bis in Dezember hinten. Ja, schon. Es wird ein Animationsfilm, und leider habe jetzt ich zumindest da rein von den Bildern her nicht wirklich feststellen können, ob da irgendwas schon dazugehört, was man da sieht. Weil das schaut schon sehr gezeichnet aus, aber ich glaube, dass das cool wird. Ja, also man weiß da noch gar nicht viel. Ich habe auch nur ein Promo-Beitel mal gesehen. Mhm. Aber ja, Herr der Ringe mal wieder auf der Leinwand, schön. Ja. Genau, spielt vor der ersten Mittelerde-Trilogie, gell? Genau. Und da freuen wir uns doch, oder? Dann können wir jetzt eigentlich aufhören. Dann war schon die Sendung. Ja, genau. War schon die Sendung. Ja. Gehen wir jetzt ein bisschen Spinnennetze bauen. Genau. Weil draußen wieder eine im Minirock rumläuft. Bei den Temperaturen. Mei. Spinn ja wohl. Dann Gladiator 2. Ja, genau. Gladiator 2, da haben wir seit Jahren drauf gewartet. Leider, so wie ich das irgendwie verstehe, ohne einen Russell Crowe. Warum? Keine Ahnung. Weil unsere Rüstung nicht mehr passt vor lauter Fetten. Ja, also, das wäre aber lustig gewesen. Vielleicht, weil er im ersten Teil draufgegangen ist. Vielleicht ist er deswegen nicht mehr dabei. Ja, krass, spoilert mich nicht. Der Film ist 100 Millionen Jahre, das hast du noch nie gesehen. Jo, irgendwann einmal. Ja, eben. Ja, aber ich hab's nicht mehr gewusst. Jetzt schau ich mal und denk mal, toll, jetzt stirbt er. Tolle Wurst. Was, der stirbt da? Ich hab mir den erst letztes Jahr wieder angeschaut. Echt? Verreckt der da? Wow. Ich nehme den schon lang, den nehme ich mir schon ewig vor, dass ich mir wieder mal anschaue, aber irgendwie reißt er mich nicht so, dass ich sage, jetzt hat Bock. Nein, dann lieber nur mehr anhinscht. Ja, genau. Oder ein Pope's Exorcism. Ja, genau. Die kleinen Buben-Cheeseburger wegfrisst. Na, Russell Crowe schlägt sich um die Welt. Das, was bei South Park ja, genau. prügelt sich um die Welt, so heißt's. Ja, aber alter Schinken, der vorgesetzt wird, Beetlejuice haben wir im September. Ja. Sehr schön. Darauf haben wir auch alle gewartet, ja. Ja, auf Beetlejuice habe ich mehr Bock als auf Gladiator 2. Auch wieder vom Tim Burton, glaube ich, oder? Ja, auch wieder vom Tim Burton. Vor allem, wenn man sagt, dass Winona Ryder wieder dabei ist und die Wednesday ist dabei, das weiß ich den Namen wieder nicht mehr. Ja, kann man auch nicht merken. Kruzifix. Wie heißt's? Ja, die Wednesday ist dabei und der Michael Keaton natürlich als Beetlejuice. Jenna Ortega, genau. Danke. Ja, und was ist mit dem Keaton Michael? Der kommt nicht mehr wieder, oder was? Ja, doch, als Beetlejuice. Hat er schon gesagt, der Mike? Ja, das wird richtig schön. Das wird richtig schön. Ich freue mich, dass im April der Godzilla wieder durch Kinos durchstampft. Ja, endlich sagt's mal einer. Aber man muss ja sagen, es ist nicht der Godzilla von Godzilla Minus One, sondern unser alter Guter von 2014. Der Miracle Piu 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 Godzilla.
Ja. Der Trailer ist sehr, sehr abgespaced. Ja, voll geil. Und sie geben ihm anscheinend immer weniger zum Essen. Ja, nimmt auf alle Fälle ab. Irgendwas ist mit ihm. Du musst ja sagen, bis 2014 hat er sich ja gar nicht gerührt, also nur fett umeinander gewammelt. Und wenn du da Monarch anschaust, dann ist er mit Atombomben gefordert worden, dass er noch fetter wird. Und dann schiebt er halt erst einmal ganz gemütlich seine fette Scheißen da durchs Beutel. Aber ab dann hat er ja regelmäßig kämpfen müssen. Ist ja klar, dass er dann dünner wird. Oh. Und dann siehst du wieder bei dem Trailer da New Empire, da muss er sogar laufen, mit dem Kong muss er da laufen. Das ist voll krass. Ich glaube, dass der wird ja, so genau. Wie diese lustigen Godzilla-Filme aus den 70er, die abgefahren hat. So wird der, glaube ich. Ja, das war geil. Mit Godzilla Baby und King Kong Baby und lauter so. Ja, und Godzilla beim Tanzen und so. Ja, tanzen entlang müssen. Ja, super. Ja, der Kong hat ja schon einen Thanos-Handschuh. Anscheinend haben wir Crossover mit den Avengers. Da kann nichts mehr schief gehen. Der wird super. Also Godzilla und Kong New Empire im April, das wird bombengeil. Ja, gespannt bin ich schon. Ja, ich habe den letzten voll gern mengen. Godzilla vs. Kong. Also ich fand der war sehr stark. Das ist genau das, was ich jetzt erzählen möchte. Jetzt habe ich alles davor ein bisschen so gehabt, aber jetzt mag ich nur noch geballte Monsterklopperei singen. Was anderes brauche ich jetzt nicht mehr. Nein, ich wollte nur sagen, dass der Film auch zur richtigen Zeit auch gekommen ist, wo die Kinos wieder aufgemacht haben und alle wollten wieder irgendwie Bombast singen und dann ist der Film gekommen und der hat einfach genau reinpasst. Und das hat ihn noch faszinierender gemacht, finde ich. Faszinierend sogar. Ja, faszinierend. Was ich halt eigentlich mir neulich gedacht habe, da habe ich mir erst angeschaut, was die Trailer immer gut machen, sie spoilern eigentlich nicht, wer der wirkliche Bösewicht ist. Also das haben sie ja, obwohl, ich weiß gar nicht mehr, bei Godzilla 2 mit dem King Ghidorah, ob der da im Trailer schon vorgekommen ist. Ich habe nur einen Schatten gesehen, glaube ich. Das war nur ein Schatten. Wo man dann sagt, das könnte jetzt sein. Genauso wie bei Godzilla vs. Kong hast du ja einen Mecha-Godzilla auch in einer kurzen Szene hinter lauter Rauchschwaden so vorbeihuschen gesehen. Ja. Mehr Spoilern tun eigentlich nur immer die Toylines, wenn du siehst, wo so ein Toys rauskommt und dann sagst genau. Der Typ, das Monster, ole ole. Wie bei Madame Web, das Kostüm von ihr ist ja noch nicht enthüllt worden, aber jetzt glaube ich gibt es irgend so ein Schlag mich tot, sagen wir jetzt einfach mal ein Shampoo, wo halt dann das praktisch als Werbung ist und da ist sie mit ihrem Anzug drauf. Cool. Also geil, wird die ganze Zeit geheim gehalten und dann bringen wir aber 2 Monate vorher das Shampoo raus, wo es dann drauf ist. Warum hat sie aber beim Duschen einen Anzug an? Was soll eigentlich das? Was ist das für ein Krampf wieder? Keine Ahnung, was das ist. Das sind wie Leute, die mit der Boothosen in Gruppenduschen eingingen. Dann haben wir unseren lieben Herrn Phoenix zusammen mit der Lady Gaga im Joker. Folie Weiß ich nicht. Das wird wild. Weiß ich nicht. Heute ein Fotzen, der hässlich. Weiß ich nicht. Nein, du kannst mir jetzt schon wieder richtig an. Nein, das Jahr ist noch keine 2 Wochen alt und du kannst mich schon wieder voll an. Wir hören uns jetzt zum ersten Mal das Jahr und wir hassen uns schon. Ja, cool. Also komm ran, Junge, komm ran. Warum? Ich trau's der Lady Gaga zu. Klar, mal eine andere Harley Quinn zum Sehen ist irgendwie strange. Aber was ich eher komisch finde, ist, sie haben sich schon ganz schön lang Zeit lassen mit dem zweiten Teil. Ja, das braucht's manchmal. Ja, gut Ding will Scheide haben, also musst du ein wenig Zeit lassen, dass das passt. Ja, gib wieder recht. Ja. Kannst du nicht schnell ausschießen. Hast du halt den ganzen Tag deine Blödheiten nicht irgendwo anders rauslassen können? Sind wir die ersten Menschen, die halt mit dir reden? Nein, vorher war noch ein Spätzl da, aber mit dem habe ich mir Kassetten angeschaut, da habe ich nicht so viel schmerzen können. Also im Blutschiss vielleicht 2 Deppen aufheben müssen. Sehr schön. Ja, super. Gut. Ganz toll. Auf was ich mich sehr gefreut oder wo ich mich wundert, dass das noch keiner angesprochen hat. Erstmal sagst du jetzt, warum du Folie warum du da weiß ich nicht sagst. Was soll denn das jetzt eigentlich schon wieder? Der erste Joker war Weltmacht. Ja, der war wirklich gut, da kann man nichts sagen. Aber ja, also, ich weiß auch wieder nicht, ob das jetzt alles echt ist und so, was ich da gehört habe. Und mit so Musical einladen, mit Singer und so Geschichten. Wo ich mir auch gedacht habe, na. Ja, wenn es schöne Little sind, dann dürfen sie ruhig singen. Na, dann soll es wieder mit dem Bradley Cooper, mit dem Cooper Bradley soll es dann da noch mehr einen Film machen. Soll sag ja, so Seni Little wie bei Star is Born, singe ich mit im Kino. Hau ab. Ja. Naja. U-I-U-A-A. Ja. Auf alle Fälle, wie schaut das mit Ghostbusters, Frozen Empire? Wann kommt denn der? Auf meiner Liste steht jetzt, ich habe nur die US-Termine da und das ist der März. Weil der war eigentlich auch für 2000, der war auch noch für den Dezember angesetzt gewesen ursprünglich. Ja.
Aber da habe ich jetzt irgendwie nicht mehr aufgepasst. Ja, da freue ich mich, weil der letzte war sehr geil. Sehr, sehr. Toller. Ja. Das war, also, hat besser gehauen wie diese neuen Star Wars-Filme, die zwar auch sehr viel Fanservice gebracht haben, aber halt nichts Eigens. Und der hat halt wirklich gezeigt, yes, da kann man wirklich eine Geschichte zurückbringen mit Herz und Hirn und coole neue Leute und trotzdem die alten Leute dabei. Ja, sehr schön. Freue mich auf eine Fortsetzung. Ich habe ein bisschen Pippi in die Augen gehabt im Kino, muss ich sagen. Ich nicht, aber das haben wir schon mal gehabt, das Thema. Ja, weil du eine herzlose Fotze bist. Herzlos. Ja, kotzt mir bei euch draußen im Holz. Ist eh klar. Du, so viele Kinder, wenn sie so wie verletzt, da kannst du keine Emotionen sagen. Oh Gott, bitte. Ich hasse das so viel. Ja, was? Eiskalte Sau bist du. Eiskalte Sau. Wenn wir schon bei dir sind, Mike, was sagst du Planet der Affen im Mai? Ich weiß nicht, ich habe den letzten schon nicht gesehen. Was? Was ist los mit dir? Was? Wie gesagt, der erste hat mir gut gefallen, von denen Eier. Der zweite war so lala und den dritten habe ich mir gar nicht angeschaut. Was? Ja, Alter! Der dritte ist, also ich finde die gut. Also ich finde die richtig, richtig gut. Hat so einen Winnie Pooh abfeiern und dann die guten Sachen nicht anschauen. Muss ich mir fast anschauen. Ja. Was ist los? Schau nächste Folge nehmen wir über alle Planeten auf, eine Folge auf. Du musst alle bis dahin anschauen. Ja, bitte. Das wäre richtig geil. Ich habe mich tierisch gefreut, als ich den Trailer gesehen habe. Also, das wird eigentlich wieder unser Jahr, oder? Godzilla, Planet der Affen. Und da ist auch, ich hoffe, dass die Effekte so ausschauen, wie sie in die Trailer ausgeschaut haben, weil bei denen, was du zum Beispiel aufgezählt hast, da waren ja die Effekte in die Trailer, haben alle geil ausgeschaut und auch in den letzten Filmen haben sie eigentlich gut ausgeschaut. Ich hoffe, dass das dann bleibt und dass sie nicht da so diese Comicfilm-Krankheit einschleicht und die Effekte unterirdisch schlecht werden. Ja. Was ich geil finde, ist, es hat schon so Vibes, also ich gehe jetzt wieder zurück auf Planet der Affen, so wie die alten Filme. Also ich finde ja, irgendwie haben die ersten 3 hast ein bisschen Parallelen ziehen können, aber jetzt mit, was der auch? New Empire? Nein, New Kingdom. New Gangnam Style. Macht halt auch schon wieder so ein bisschen echt diese Welt auf, die damals da drin war. Fangst dann jetzt sogar Menschen? Kann das sein? Ich hab mir nur den Teaser damals angeschaut und seitdem nichts mehr. Mehr will man nicht anschauen, weil der Teaser hat mich schon ein bisschen angefixt. Da hat man aber nicht so viel gesehen. Und mehr schauen wir dann jetzt auch gar nicht an. Okay. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das ist echt geil. Corby, jetzt schaust du die Mission Impossibles noch, die da abgängen, und die schauen wir die Planet Affen noch, die wir abgängen, okay? Das war eine Diskussion bei die Top 10, oder? Weil die habe ich noch nicht angehört, die Top 10 Folge. Was ist denn da los mit Mission Impossible? Da habe ich schon wieder nicht gesehen, alles ja, weil er nur sagt, Mission Impossible und Blade und Scientology und keine Ahnung, was er hat. Die ist doch immer gleich die Handlung, oder? Nein, ist nicht. Also wirklich, du kennst da kaum. Du bist ja der Blade vom Fucking-Markt, das sag ich dir. Unglaublich. Mission Impossible, Tom Cruise. Einer der letzten großen Schauspieler, der wirklich nur schauspielert und Stunts selber macht und so. Also hier, der letzte Teil im Kino, gerade noch im Kino gesehen. Absoluter Sympath. Was keine Sau interessiert, ob er es selber macht oder nicht. Falle. Das werde ich mir anschauen und sage schon, hier, da ist er selber mit dem Moped runtergesprungen und mit dem Fallschirm. Ding so cool, das gibt ihm nochmal emotionaler. 1 Props mehr von mir. Ja. Nein, von mir nicht. Ich denke mir dann so ein Vollidiot. Ja, Kim, der ist doch auch schon hübsch alt. Der soll mal aufhören mit dem Scheiß. Du sollst mal aufhören mit dem Scheiß. Jetzt bist dann morgen bist du Das war eins der besten Gegenargumente, die ich gehört habe. Kani, alles klar, ich jetzt auf. Spiegel. Aber Mission Impossible müsste ja auch der zweite Teil von dem Dead Reckoning kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß zwar das Datum nicht oder das Monat an sich, aber der kommt. Und da ja, du hast doch das letzte Mal noch gemeint, dass 2025. Stimmt, ich gelesen habe, 2025 war es. Richtig. Also nicht mehr schon worden. Ja, leider. Drauf. Hätte ich nämlich Bock drauf. Aber es kommen einige Sachen, die näher da sind als gedacht. Wie zum Beispiel Return to Silent Hill, auf den ich mich sehr freue. Wann ist denn der am Start? Im April soll der kommen. Auch schon im April. Auch wieder vom Christoph Chance, der den ersten Teil gemacht hat. Aber den zweiten hat er nicht gemacht, oder? Nein. Nein. Ja, dann freue ich mich schon. Ja. Erste Silent Hill ist für mich Top-Spieleverfilmung. Top 5. Top 5, ja. Ja. Top 5. Top Super Mario 1, 2, 3, 4 und dann
Der Silent Hill auf 5. Ja, Mortal Kombat, den neuer kannst du auch nicht tun. Die müsste ich noch mal sehen, das ist zu lang her. Da weiß Mortal Kombat kannst du alle 3 Filme rein, da sind alle super. Und Street Fighter, den ersten. Ui. Weltklasse. Wie gesagt, müsste ich noch mal sehen. Die habe ich zum letzten Mal VHS gesehen, Street Fighter. Ich weiß gar nicht, ob nicht, dann da, der zweite Mortal Kombat, ist der für dieses Jahr oder für nächstes Jahr angesetzt? Habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Habe ich aber auch nichts gelesen davon. Wäre wahrscheinlich eher 2025 kommen. Ich schau, da steht jetzt da nichts dabei, die großen Titel. Dann wäre wahrscheinlich erst 2025 kommen. Kann schon sein. Freue mich schon, da geht's ab. Alien kriegen wir dieses Jahr im August vom Fett Alvarez. Das wird eins von meinen Most Wanteds. Aber hallo hier, Alien Romulus. Und eine Serie müsste die auch noch kommen auf Disney Plus, dem, oder? was? Von dem Typi von Evil Dead 2013. Ja, genau. Genau. Ah ja, cool. Fede Alvarez. Und eine Serie müsste auch kommen auf Disney Plus. Cool. Aber auch das Jahr. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die dieses Jahr schon kommt. Und angeblich hat ja der Ridley Scott den neuen Alien schon gesehen und der fucking awesome hat es geheißen. Da bin ich gespannt. Ja, aber ich sagt der John Carpenter über die Fortsetzungen von seinen Filmen auch immer. Und dann sind es Müll. Was Müll? Ja, ich freue mich aber an, jetzt mal nehmen wir die ganzen Filme auf, ein paar Serien. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe mindestens 3, wo ich schon sehr heiß bin. Serien habe ich habe mich jetzt rein auf Filme konzentriert, muss ich ehrlich sagen. Ja, schwach, wie immer. Weil ich habe jetzt eigentlich schon erwartet, dass du die ganzen MCU, also 1000 Jahre später reagieren, toll, dass du die ganzen... das Internet ist schlecht. Ja, MCU-Geschichten zumindest da dabei hast. Nein, habe ich jetzt gar nicht dabei. Es ist ja die erste ist jetzt schon gelaufen, die Echo. Ja. Die läuft ja schon. Was ich mir cool finde, dass alle 5, es sind gerade 5 Folgen, ist ja so eine Miniserie, dass alle 5 Folgen auf einmal rausgehauen haben. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wenn es da mehrere so in der Art kriegen, das wäre schon mal cool, weil das hat ein bisschen so die Härte von Daredevil und coole Kampfchoreos und so. Also da bin ich, auf alle Fälle taugt mir das wieder wesentlich mehr, als man zuletzt Loki und Secret Invasion taugt hat. Okay, aber Secret Invasion war es doch eigentlich auch ganz happy. Am Anfang schon, also ich finde Secret Invasion im Großen und Ganzen finde ich schon gut, aber da ist viel Potenzial verschenkt worden und finde es am Anfang täuscht es ein wenig mehr an, was es kann, als sie am Ende wirklich Kinder hat, in meinen Augen. Okay. Und das Secret Invasion ist halt eigentlich auch so ein riesiges Thema. Finde ich schade, dass man das auf 6 Folgen abgehandelt hat und dann fertig. Also da hätte man irgendwie mehr erhofft. Mhm. Ja, sicher so. Ironheart gibt dann irgendwie auch noch, glaube ich, das Jahr. Ja, 3 Serien müssen. Nein, 3 Serien müssten kommen. Es war Echo, Ironheart und was war jetzt die andere? Star Wars Skeleton Crew. Das ist aber nicht das MCU. Ja, schon, deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht hast du die vertan. Nein, weil es gibt nämlich. Agatha kommt und Daredevil Born Again. Ach, die Hexe da, genau. Ja, Agatha, Darkhold Diaries. Ja, genau. Sag ich Agatha. doch, Agatha. Du scheiß Bauernfilm, oder? Geil. Also bei Daredevil bin ich mir jetzt nicht sicher. Nein, du hast jetzt zu lang gewartet. Ich freue mich ja tatsächlich auf die Fallout-Serie, die dieses Jahr rauskommen soll, bei Amazon. Ja. Weil die ersten Teaser, die man da gesehen hat, schauen ja richtig, richtig geil aus. Dann bringt Netflix die lang ersehnte Realverfilmung von Avatar, der Herr der Elemente, raus. Dann bin ich auch gespannt. Die Serie habe ich gerne mit, die Zeichentrick. Also der Trailer schaut hammermäßig aus. Ich habe mir nicht angeschaut, ich habe mich noch nicht getraut. Da gibt es einen Film auch, oder? Ja, vom Shyamalan. Shyamalan. Ja, der war. Hey, zum Shyamalan auch, du Scheiße. Der war richtig scheiße. Der hat bestimmt 5 oder 6 Twists. Ich weiß noch, wir haben damals sogar im Kino gesehen, aber ich kann mich an nichts erinnern. Na, keinen einzigen, oder? Ich frag mich nicht. Der Film kann alles haben. Der war wirklich extrem schlecht. Und, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber ich lasse mich natürlich eines Besseren belehren. Dieses Jahr kommt anscheinend die Serienadaption von 18 Morden raus. Ja, für alle kennen es, weil den Scheißdreck hast du mal dabei und überlegst, dass du das gelesen hast. Hörst mal zu. Du hörst mal zu, nicht schlecht. Aber ab dem habe ich aufgehört zum Zuhören, weil es uninteressant war. Ach, dass du ja. Nein, ich mag schon gar nichts mehr sagen. Ja, jetzt bock halt nicht weg gleich.
Jetzt mag ich. Über die Bockerei da. Jetzt hat's halt nicht. Wann kommt sie? Wann? Ja. 2024, mehr steht da nicht. Okay. In der Hauptrolle anscheinend der Tom Schilling. Der Gute. Der schaut immer so fröhlich. Das ist ein Wahnsinnstipp. Tom Schilling. Okay. Sagt man Kennt nichts. man, glaube ich, aus der Hauptbahn. Ja, da kenn ich nicht. Der Blonde, oder wer? Ist es der Blonde, der den Hauptmann gespielt hat? Nein, da spielt ein anderer mit. Aus der Hauptmann. Da hab ich mich gerade ein bisschen zu schnell verguckt. Und spielt da kein Schweighöfer mit oder so? Das ist ja keine gute Serie. Nein. Ja, bitte. Kein Schweighöfer, die kannst du vergessen. Da ist ja keine Kohle reingekommen. Ja, wie soll Da das steht gehen? Tom Schilling aus Fabian oder der Gang vor die Hunde. Keine Ahnung. Gangbang Ach, der mit Gang Hunde. vor die Hunde. Ich denke mal gerade, was für Gang. Das schon. So wie der Brathering der Brothering ist, oder? Ja, genau. Sehr schön. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja. Ja, Aber das hallo. ist tatsächlich wahr. Das ist tatsächlich wahr. Na, aber keine Ahnung, steht nicht drin, wann er startet. Haben wir jetzt Aber bei Ding, weil du vorher gesagt hast, bei Daredevil, da war ich mir nicht so sicher, ob die dieses Jahr noch kommt, weil die haben ja da nochmal einen Neustart bei der Serie gemacht, weil ihnen der Ton der Ausrichtung nicht passt hat. Weil sie sich zu weit vom Netflix-Ton entfernt haben und anscheinend wollen sie den beibehalten. Ah. Okay. Ich bin dazwischen Was kostet zur Hälfte schon die abgedreht? sehr interessante Informationen uns mitgegeben hast, gegoogelt, wo der Tom Schilling sonst nur drin war. In Who Am I, in dem Hackerfilm, da war er der Hauptdarsteller. Der war sogar nicht einmal schlecht. Ja. Da war der Elias Mbarek der Hauptdarsteller. Na, war er nicht. Aber er war dabei, oder? Huem. Der war dabei, ja, aber er war nicht Ja. Hauptdarsteller. Ja, der, wenn dabei ist, ist er immer Hauptdarsteller. Der zirkt die Blicke und Herzen immer an sich. Eben. Auf sich, in sich. Den habe ich. In sich. Ja, die Blicke in sich. Bist du jetzt fertig mit der Serie? Darf ich noch mehr einen Film sagen? Nein. Ich ich freu mich aufs- komplett fertig. Komplett Maustod fertig sozusagen. Was? Ich freue mich auf ganz viele Fortsetzungen noch. Und zwar Maxine natürlich. Der dritte Teil von X und Pearl. Ja. Hat schon geheißen Ultra Gory Giallo Oh. Elements. Dann denke ich mir, wow, das ist natürlich sehr schön, wenn es so Giallo-mäßig wird und noch ziemlich gory dazu. Und da ja die Vorgängerfilme auch schon mega gut waren, was soll jetzt so bitte schief gehen? Sagt's mir nicht besser. Mir Gott dabei. Bumm. Müsste passen. Bumm. Ja. Ja, Ich bin schon Müsste gespannt. einfach passen. Wird glaube ich, ganz nett. ganz nett. Ganz nett, ja. Also sicher. Corby, möchtest du noch sagen? Wahnsinn. Weil wir Dann, vorher weil der Comic. Comics, Was? ja, nein, sag du. Ja, weil wir vorher kurz bei den Comic-Serien waren. Wir haben ja dieses Jahr nur einen Comicfilm aus dem MCU im Kino, nämlich Deadpool 3. Wow. Alles andere ist geschoben worden. Aber ja, angeblich wird, auch wenn Deadpool jetzt ins MCU integriert wird, er bleibt den Stil der ersten 2 Filme, soll er treu bleiben. Bin gespannt. Und wir kriegen einen Hugh Jackman im gelben Wolverine-Kostüm. So wie wir verdient haben, verdammt nochmal. So wie wir Endlich, verdient haben und so wie der endlich. kehrt und so wie es sein muss. Genau, so wie uns auch schon mal obteasert worden ist. Und blutig muss es sein. Ja, genau, so möchte ich das haben, ja. Scheiß Igel, DC haut dieses Jahr überhaupt nichts aus an Filme. Warum wohl? Ja, ich Das weiß wird es vielleicht nicht. mal ein kreatives Päuschen nach Flash vielleicht. Ha? Und Aquaman 2, nicht vergessen, den haben sie jetzt im Ja, Dezember hab ich rausgeschissen. noch nicht gesehen. Ja, auch noch nicht, Mag ich jetzt aber im man Vorfeld hat nicht schimpfen. Man hört nichts Gutes. Das Einzige, was kommt, sind Serien, Animationsserien. Das ist einmal Waller, über die Chefin da die Suicide Squad umeinander. Amanda. Da. Und Creature Commando, glaube ich. Und die müssten angeblich auch schon dann zu der neuen DC-Timeline kehren, weil der James Gunn hat gesagt, dass alles, was ab seinem Ding jetzt kommt, zusammenkehrt. Also Realserien, Animationsserien, Realfilme, Animationsfilme, alles kehrt zusammen. Und wer ist dann da bei dem Beast Commando dabei? Swamp Thing und Boah, solche keine Ahnung, Geschichten oder was? ich kenne die nicht. Okay. Die kenne ich auch nicht. Aber Swamp Thing, kriegt einen eigenen Film. Aber kann sein, weil er legt da Wert drauf, dass zum Beispiel jetzt, wenn jetzt der Swamp Thing Schauspieler und Sprecher engagiert ist, dass der auch, wenn es Animationsauftritte gibt, dass er auch da spricht. Also alle Schauspieler sollen in die Figuren ein, die Animationsfilme und Serien sprechen. Macht Sinn.
Macht Sinn? Ja, also mit dem James Gunn, glaube ich, haben sie jetzt schon einen an der Hände oder eine ordentliche Spur einbringt. Ich hoffe es auf alle Fälle, weil es das Universum hätte es verdient, dass es endlich einmal konsistent, geradlinig dahin geführt wird, ohne irgendeinen Scheißtrick, so wie wir es leider Gottes beim Snyderverse erlebt haben. Ja, leider. Ich glaube, das hast du bis jetzt in jeder Nippelverhärter-Folge gesagt. Ja, und diese Hoffnung hört nicht auf. Das sagt er auch noch in Nippelhärter Nummer 88. Wahrscheinlich. Aber, also im nächsten Nippelverhärter sage ich es auf alle Fälle nochmal, weil ich glaube nämlich, dass der Superman, der erste Film, 2025 kommen soll. Ja, habe ich auch gelesen. Also ich glaube, es wird es auf alle Fälle noch einmal hören und dann in die Nippelverhärter 2026, wenn man dann sagt, ob Superman was geworden ist und es nichts geworden ist, dann würde ich sagen, alles klar, jetzt bin ich raus. Ja. Aber soweit ist er noch nicht. Soweit ist er nicht. Schauen wir mal. Nicht. Erstmal freuen wir uns noch ein bisschen auf ein bisschen was. Zum Beispiel im Star Wars, was der Corby schon gesagt hat, dass eben die Skeleton Crew kommt mit dem Jude Law. Da bin ich schon gespannt. Und auch der Acolyte oder Acolyte oder wie auch immer dass die Serie heißt, spielt zur Zeit der Hohen Republik. Und dann kriegen wir leider also zum Glück die 3. Staffel, aber auch leider die letzte Staffel von The Bad Batch. Finde ich sehr schade, ist nämlich eine sehr geile Serie, dass die mit der 3. Staffel schon aufhört, finde ich blöd. Das war eine Animationsserie, oder? Ja, genau. Die ist in dem Stil von Clone Wars gemacht und ja, wie gesagt, ich finde es sehr geil, coole Gruppen ist das. Da ich gern mehr sehen davor als 3 Staffeln. Und dann haben wir noch Tales of the Jedi, soll ja anscheinend auch die 3. Staffel dieses Jahr kommen. Boah. Bin ich gespannt. Leider haben wir ja Andor, ist ja verschoben worden auf 2025. Das ist sehr schade, weil Andor war bis jetzt das absolute Highlight in meinen Augen aus den Star Wars Serien. Muss ich noch einschauen. Da habe ich aber auch Gemischtes gehört. Ich habe mit den Leuten schon geredet, die gesagt haben, das war das Schlechteste bis jetzt. Aber ich schaue mal, muss es noch anschauen. Ja, du hast halt bei Andor überhaupt kein Jedi oder fast keine Jedi-Gichtlerei oder sonst irgendwas, sondern das ist halt ja, der Funke der Rebellion, wie er wirklich am Boden losgeht, vor Leute, die getreten und getrampelt werden. Also okay, wie bei Dune. Ja, genau, 1:1 wie bei Dune, voll abgekupfert. Alle Kupfer. Das ist jetzt richtig, das ist wie, was weiß ich, wie ein Film aus dem Anfang vom Dritten Reich, gerade im Star Wars Universum. Also es ist richtig base, ich glaube, so base wie das, das Imperium auch noch nie gesehen. Okay. Also da wird so richtig als dieser Faschistenverein dargestellt, den sie da sein wollen. Klingt zumindest echt interessant. Also ich glaube, da muss ich doch einmal noch reinschauen. Also Andor ist Welt. Also für mich das absolute Highlight der Star Wars-Serien bisher. Was ein bisschen schade ist, ist, dass bei Stranger Things oder One Piece und so, dass da jetzt dieses Jahr nichts weitergeht. Das stimmt, was ist denn mit... Angefangen haben zum Drehen jetzt mit Stranger Things 5. Haben sie jetzt habe ich gelesen heute, ja. Vor ein paar Tagen. In der ersten Januarwoche, glaube ich, haben sie haben sie jetzt das erste Produktionsbeutel oder eine Versammlung praktisch gezeigt. Gut. Boah, da bin ich voll heiß. Ja. Wisst ihr was von House of the Dragon? Kommt da nicht auch dieses Jahr die 2. Staffel? Ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht mehr bei alle Daten, es ist sicher wegen dem scheiß Kommunistenstreik, den sie da wieder veranstaltet haben, die Affen. Jetzt haben sie so viele Daten verschoben. Aber eigentlich sollte House of the Dragon die 2. Staffel auch dieses Jahr kommen. Ich hoffe es zumindest. Wenn du Kommunistenstreik sagst, ist es dann jetzt positiv oder negativ? Ich kann mich daran erinnern, dass du einmal sehr, sehr positiv darüber geredet hast. Ja, also ich wechsle ab und zu, wie es mir gerade passt. Okay, gut. Ja, passt. So muss das sein. Dass man sich auch nicht einstellen. So muss das sein. Was möchtest du da? Schauen wir uns Smile 2 an. Nein. Schauen wir uns den an. Jo. Hab ich heute den Maul, der war erst über Weltklasse. Gar nicht. Jo. Wahnsinn. Du bist so fertig. Jo, Freiwillig Smile 2. Also, ich schaue mir den, glaube ich, nur da noch, wenn ich vorher keinen Trailer gesehen habe. Weil, ja, weiß ich nicht, dann bin ich zumindest ein bisschen überrascht. Wenn er wieder so Kopf irgendwie auf mir runterhängt und was weiß ich. Boah, da habe ich über den Herzinfarkt gekriegt. Ist jetzt kein Most Wanted für mich, aber anscheinend, ich habe 2 Listen, also wirklich so Listen mit Filmen, auf die ich mich freue und so Listen, wo ich sage, ja, okay, das kann man mal erwähnen, dass die kommen. Und der ist auf der Liste, das kann man mal erwähnen. Wahnsinn. Und wo hast dann ein Ding stehen, Toxic Avenger? Den habe ich gar nicht aufgestimmt, den Scheißdreck schreibe ich nicht an. Ja, halt doch dein Maul, du möchtest mich doch nur wieder auf Palme bringen. Nein, überhaupt nicht, aber die waren... Jo, wir freuen uns alle auf das Remake vom Toxic Avenger, alle freuen wir uns. Diese ganze Drama-Scheiße, der packe ich nicht. Wahnsinn. Aber einen Elijah Wood magst. Nein, den hasse ich ja. Boah, ich hasse die.
Also jetzt Kim. Ja, der Frodo-Depp mit seiner Scheiß-Trendserie die ganze Zeit. Du nicht so. Und dann diese Pseudo-Rollen, die er dann oben hat. Ich muss mir jetzt aus meiner Frodo-Rolle rausspulen und mache nur noch Horrorkassetten. Schaut's mir an. Ja, genau. Und dabei hast du so ein Kuschelkissen in Menschenform vom Elijah Wood. Als Voodoo-Puppen auf das Stich überall. Mit deinem Schwanz. Als Voodoo-Puppen, verstehst du? Weißt du? Ja, vor allem mit meinem Schwanz. Und er steht da und sagt so, fix, jetzt tut man Rosetten wieder weh, warum man? Wow. Also Toxic Avenger schauen wir uns an. Also ich hoffe, dass er einen Kinostart kriegt, weil das mir schon gerne im Kino sehen, die Gaudi. Komm, ich kennst du Toxic Avenger? Nein. Gut, dass du bald Geburtstag hast, du Schwanz. Also du Wahnsinn. Ja, kriegen wir hin. Und nur ein ganz großer, bevor ich es vergiss, der Robert Eggers. Du kannst mir zum Geburtstag vielleicht einen Toxic Avenger schenken. Hast du nicht irgendein Mediabook-Doppelt und dreifach? Ja, nein. Eine DVD kann er haben. Die schmeißt ja, schau, die nimmst du morgen mit, du schenkst dem. So machen wir es. Happy Birthday. Wer uns ein schönes Geschenk macht, das ist der Robert Eggers mit dem Remake von Nosferatu. War immer Zeit, wenn der einen gescheiten Film macht. Boah, geil. Doch dein Maul. Der hat nichts Schlechtes, nicht ein schlechtes Sekunden oder draht. Ach, Bullshit. Das ist so egozentrisches Hipster-Gewichse, das hält's doch nicht. Prätentiös hast du vergessen. Prätentiös auch noch, verdammt. Hast du einen Leuchtturm schon angeschaut? Ja, Falle habe ich noch geschaut. 0. Ja. Falle habe ich noch geschaut. Nein, was geht's denn? Ja, um einen Leuchtturm. Aha. Hat er wirklich angeschaut? Ja, kennt sich noch geschaut. Das Wichsen in einem Ding, dass er die ganzen Möwen in seiner Bettdecke drin hat. Und die da schlucken. Aber in seiner Bettdecke, das stimmt überhaupt nicht, du Idiot. Irgendwo soll er aus der Bett ausgezogen, ich weiß nicht, was war. Ich weiß nicht, was war. Verlogstück. Nein, ich habe schon gesehen, war gut. Da habe ich nur ein bisschen Mike geärgert. Also. Okay. Und Northman? Northman kennst du, oder? Den habe ich ja im Kino gesehen, der war sehr gut. Sehr schön. War sehr gut. Boah, da gab es auch so krasse Szenen. Ja, Northman hat ein paar gute Szenen drinnen. Mhm. Nein, es gab eine coole Mischung. Nosferatu und der Robert Eggers, der Kuschelbus. Ja. Ich glaube, dass das atmosphäretechnisch. Ich weiß nicht, habt ihr diesen Original Nosferatu gesehen? Ja, vom Murnau. Das ist brutal, wie der damals schon gut war. Ja, ganz stark, ganz stark. Und wenn man da die Atmosphäre von The Witcher nimmt und da den Dracula mit rein transportiert, glaube ich, kann das richtig geil werden. Ist doch auch wieder der Willem Dafoe dabei, oder? Dafoe! Ja, natürlich. Willem. Der Beste. Bester Mann. Bester Mann am Platz, ja. Mann am Platz. Den mögen wir. Ja, aber bleiben wir mal in dem Genre. Kung Fu Panda 4 kommt. Oh, da habe ich den Trailer gesehen, da war der Trailer schon absolut unlustig. Du meinst, ich einfach unverbesserlich 4, oder? Kim da, ja, genau. Kim da, ja. Super. Oder Inside Out 2. Hat es auch gebraucht. Stimmt. Aber der erste ist schon nicht gefallen. Was? Mittel. Was? Ich fand den völlig überbewertet. Warum? Ja, nur weil du ein total eiskalter Typ bist und der Film voll auf Emotionen ist. Emotionen kenne ich nicht. Genau. Was wäre dir lieber gewesen, wenn die Hauptrolle nicht ein Mädel gewesen war, oder was? Ja, das geht mir sowieso am Sack. Warum müssen überall Frauen sein und Schwarze und Lesben und Schwule? Also diese Wokeness-Kacke geht mir mittlerweile so am Sack. Du kannst dann nichts mehr anschauen. Ich möchte auch wieder mal repräsentiert werden, in Gottes Namen, weißt? Und das passiert nie. Wir schon vom gleichen Film? Wo sind die kleinen untersetzten Fettsäcke? Die wird überhaupt nicht repräsentiert. Was soll das? Oder Glatzkopf. Ja, echt. Das haben nervt bloß 2. Hauptsache überall Minderheiten. Überall Minderheiten. Mein Gott, ich wette, dass ich mehr Filme zusammenbringe mit Down-Syndrom Hauptdarsteller als mit kleinen Fettsäcke, die untersetzte Fettsäcke, die mich repräsentieren. Nur der Corby wird repräsentiert. Geht mir vielleicht auf Nerven. Genau, und der schaut sich die ganze Scheiße nicht an. Geht mir vielleicht auf Nerven. Nein, das muss schon nicht. Lustig ist ja, dass du als Fettsack bezeichnest, du bist der Vandal im Wind. Nein, du sitzt mir auf die drauf, du bist tot. Ja, du schon. Du schon. Nein, also ich bin Hashtag Stop Hollywoke. Da bin ich jetzt dabei. Was ist denn halt los? Den lass jetzt da trenden auf Threads, weil du Corby schimpft, dass ich auf Threads zwingen mache, also lass jetzt den Hashtag Stop Hollywoke trenden. Ja, das stimmt. Ich habe mit Anwälten gedroht. Hauptsache irgendwie auffallen, oder? Eben, Hauptsache irgendwie auffallen. Content, egal wer. Aber sag mal, hast du halt noch nichts gegessen oder so? Woher kommt diese Wut? Ich hab vorher, habe ich doch gerade erklärt, woher das kommt. Aber ich habe vorher lecker Salat gehabt mit Garnelen.
Ein Vorspeis hast du quasi gehabt. Ja, genau. Okay. Die Ratten der Meere, und danach, alles klar. Und danach habe ich mir Steak-Calzone eingebaut. Scheiße, hast gehabt. Okay, cool. Also ich merke schon, wir driften ein wenig ab. Was gibt's denn sonst noch so, auf was ihr euch freut? Im April Civil War. Was? Civil War von A24. Ich glaube, der Alex Garland heißt der, oder? Für die Regie. Sagt mir gar nichts. Was? Nie gehört. Wann soll der kommen? Keine Ahnung. Der kommt im April. Okay, nein, der ist jetzt komplett an mir vorbeigerauscht. Ich glaube, du bist der Lügenbaron. Nein, I'm telling the truth and nothing but the truth. I swear on my mother. Und ja, wie gesagt, A24 und Alex Garland dahinter, was soll da falsch gehen? Hat ja schon was soll da falsch gehen? Ne? Eben. Und der Garland hat auch ohne A24 schon ein paar Mal funktioniert. Also ich bin da sehr guter Dinge. Jetzt weiß ich gar nicht, war das auch A24? Ich glaube, ja, war er. Ja, sehr schön. Ja, bin ich dabei, A24, immer her damit. Hat schon mal einen guten Film rausgebracht, ja. Und zwei, auf alle Fälle, ja. Und wie schaut es aus mit Saw 11? Haben wir uns den eine? Ja, wir müssen doch wissen, wie es weitergeht. Ja, unbedingt. Und ich hoffe, dass wir dann wirklich noch die Genugtuung kriegen, dass die Antagonistin aus dem 10. Teil, das jetzt einfach mal nur so richtig, richtig gehostelt wird. Ja, da bin ich auch dabei. Das können wir nicht so stehen lassen. Ja. Ich sehe es genauso, aber eigentlich hat sie ihr Speck Hunger, ne? Ist mir scheißegal, die Regeln werden oft nur gebeugt. Vielleicht hängt es da mit dem Kopf drin und ist, I'm stuck. Und dann kommt von hinten einer und sagt, hey Lady, was machen denn Sie da? Ja, genau, sagt, what are you doing, Step Jigsaw, what are you doing? Step Jigsaw. Oh, Jigsaw Son. Wieso? Was ist der denn los? So Aber das heißt, der spielt dann wirklich direkt nach Teil 10 oder haben wir dann wieder einen Zeitsprung? Da weiß man jetzt noch gar nichts. 100 Pro wird er direkt nach dem 11er spielen, dann müsste er nach dem 10er spielen, dann müsste er da weitergehen. Ja, weil sonst, sie müssen, wenn der Tobin Bell ja wieder dabei sein möchte, müssen sie es ja irgendwie wieder auf die Schiene machen, weil eine Fortsetzung quasi, können sie ja nicht machen, eine reguläre, weil er ja schon im Eimer ist, ne? Eben. Ja. Und da ist ein Bettlägerig, krankgeschrieben, da brauchen sie nicht umeinander treiben. Der Chefinsekt ist der Teufel los. Er ist sein eigener Chef, er ist Architekt. Also. Ja, aber der wird ja irgendwo angestellt sein, in der größten Architektenagentur. Nein, der ist selbstständig. Sonst kannst du das alles nicht machen. Du brauchst eine eigene Werkstatt und der ist selbstständig. 100%. Ja, okay. Ja, gut, dann kann er dann ist das besonders. Dann kann er schon, wenn er krank ist. Redest du jetzt über die Figur oder über den Schauspieler? Ja, der Schauspieler ist nämlich Architekt. Ja. Na, ist der bettlägerig oder? Nein, so ist er doch dann bettlägerig von lauter Krebsen. Ja, später dann, aber nach dem Teil direkt muss er ja nicht unbedingt gleich sterben. Noch nicht gleich, aber da geht es ja schon Richtung, jetzt lege ich mich dann hier und stehe mal auf. Richtung Teil 2 und dann Richtung Teil 3 und dann ist schon aus Äpfelarmen. Ach, der braucht da bloß eine Halle weitergehen, dann trifft er da irgendwelche Jugendlichen und dann eine Stunde später kettet der die wieder alle fest. Du, von mir aus alle Anhänger und in den Häcksel reinziehen und alles klar. Haben wir dabei. Ja. Warum? Keine Ahnung, ist mir wurscht, Hauptsache. Weißt du das eh. Eben, ich möchte ein Spiel spielen und so. Hauptsache blutig. Das ist mir wurscht. Apropos blutig, A Quiet Place, Day One kommt. Oh, yes. Und Day One? Ja, und das war eigentlich cool, weil die ersten zwei waren jetzt halt eher so ein bisschen, Thriller-mäßig, nicht sonderlich blutig. Und wenn jetzt der mal noch ein wenig mit Blut auftrumpfen darf, das war eine gute Mischung. Okay, da muss ja nicht immer Blut sein, gar nicht. Ja, nicht immer, aber wir haben jetzt schon zwei ohne gehabt, jetzt mich und mich, also halt dein Maul. Also das heißt, es geht jetzt echt Sonst spuckst du jetzt mal Blut. Es geht von Anfang an los. Also das heißt, man sieht praktisch Tag 1, wie die Viecher auf die Erde kommen. Ja, du hast Day One after Day 36. After Tomorrow. Schau da, Corby, komm da wieder mit. Jetzt erzähl mal. Keine Ahnung. Day One heißt, die stürzen ab oder kommen und dann geht's rund und dann wissen schon quasi von die Aliens noch gar nichts und wissen nicht, dass die sagen so Day One nach Teil 2 und dann sieht man mal keine Ahnung. Steht doch kein Schwanz.
Corby, bitte, dann war es ja wirklich so, wie ich gesagt habe, dass es Day 1 after Day 37, between Year 1 and Year 3. Ja. Keine Ahnung. Du, ich bin ein leichtgläubiger Mensch. Beim ich bin ein leichtgläubiger Mensch. Ich möchte es auch glauben, was du mir sagst. Aber wenn wir schon bei den Spin-Offs sind, weil es ist ja ein Spin-Off im Endeffekt, da kommt ja noch einer von Insidious zum Beispiel. Thread heißt das Ding. Ein Insidious Tale. Ja. Ist für 2004. Ein Insidious Tale. Ja, Threads, ein Insidious Tale. Okay. Ja, super. Hätte ich gar nichts mitgekriegt. Ja, habe ich gesehen. Ich kann es mir jetzt nicht mehr lesen, weil mein Screenshot so behindert ist, dass ich die Hälfte vom Battle irgendetwas anderes drin habe. Aber das kommt, also es ist für 2024 angesetzt. Und noch etwas, was ich sehr cool finde, weil diese ganze Marketing, wo es eigentlich gar keins ist, super ist. Von dem neuen Jordan Peele-Film. Der 4. Film, der noch keinen Titel hat, soll aber jetzt auch 2024 starten. Und es gibt noch gar nichts, keine Infos und keinen Titel und gar nichts. Wir haben was überhaupt nichts. Und auf einmal kommt das Ding und dann heißt es, ole, jetzt ist er da. Und wir freuen wir uns. Geil. Der mankelt ja die ganze Zeit auch irgendwas mit dem Hideo Kojima umeinander, der Jordan Peele, gell? Übersetzen wir schnell, wer ist das? Der zum Beispiel die Metal Gear Solid 3 gemacht hat. Aber ich glaube, dass die bei Death Stranding, weil Death Stranding sind auch halber da habe ich was gehört, ja. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der Jordan Peele da mitwirkt oder wo der eigentlich genau, aber weil der ist die ganze Zeit, der Hideo Kojima, entweder ist ein riesiger Fanboy und nutzt einfach sein Geld und lässt sich so sämtliche Regisseure und Schauspieler, die er kennt, hinfliegen zum Foto machen, oder er mankelt mit den Leuten, mit denen er da sich fotografieren lässt, da wirklich Hepsi. Und da habe ich das letzte Mal irgendwas gesehen, dass er mit dem Jordan Peele umeinander krapscht. Gern. Das wäre cool. Ja, das sind nämlich, da sind 2 Hundlinge am Werk. Ja. Da kannst du sagen. Und der Eli, wenn wir Hideo Kojima spieletechnisch unterwegs sind, Eli Roth, seine Borderlands-Verfilmung soll dieses Jahr noch kommen. Den macht er aber nicht mehr, oder? Das ist ja voll bei anderen jetzt. Er hat dann abgegeben, ja, aber ich glaube, also ursprünglich ist er von ihm, er hat glaube ich angefangen und so weiter, aber er hat dann am Schluss mal nicht übergeben. Aber er soll jetzt auf alle Fälle 2024 kommen und ich weiß jetzt nicht, die werden wahrscheinlich komplett neu anfangen. Zumindest hat es nichts geheißen von Probleme und dass er von dem her abgibt. Okay. Gibt nur ab, damit er Thanksgiving 2 aus der Hand kann. Genau. Ich bin ein bisschen langsam heute. Der. Jetzt haben wir aber Idis beschissen. Wieso hast du denn. Ja, Mike, wieso hast du den Insidious mit auf die Liste genommen? Also, das ist ja jetzt nicht wirklich ein Nippelverhärter. Jo, ich freue mich schon. Ich mag diese Insidious-Filme aus den 5. Und vielleicht finden sie jetzt eine andere Spur, wo man wieder sagt, ja, haut besser hin, ist gruseliger, atmosphärischer und einfach mal wieder neue Gesichter. Man hat die Lynn Shades schon 1000-mal gesehen als Elise und irgendwann ist gut, weißt du? Jetzt hat man jetzt hätte ich fast die Fosters gesagt, ich weiß nicht mehr, wie die Familie heißt jetzt da aus die ersten Filme, die ist es jetzt auch ja abgeschlossen, also ist der für mal wieder was Neues gekommen und ich freue mich da schon. Ich meine, in dubio pro Nippel, da ich sagen, also. Ja, okay, so mit der Erklärung kriege ich auch so leichte Spitzen. Weißt du, ich kann es sogar von da sehen. So ein bisschen hinschlecken. Es war cool, wenn du es auf einmal umschlecken darfst, da hätte ich einen absoluten Vogel gekriegt. Time to fail. Apropos ich kriege einen Vogel, da kommt jetzt noch ein anderer Film, der spielt irgendwie in der Steinzeit, heißt Out of Darkness und ist ein Horrorfilm. Der spielt irgendwie vor 45.000 Jahren. Und da kämpfen quasi Steinzeitmenschen gegen irgendetwas. Und ich glaube, dass das ziemlich cool wird. Also schon, wenn du sagst, es ist in der Steinzeit und vielleicht dann die Leute dann auch noch so geil reden mit Uga Uga und so. Ja, sicher. Ich glaube, dass das vielleicht cool vielleicht kommt der Adam Driver auch noch dazu, weil das 65 Part 2 ist. Das kann auch sein. Ist der zufällig von Mel Gibson gemacht worden? Na, du meinst der Apokalypto? Genau. Er ist nicht antisemitisch, drum nicht. Okay, so. Aber vielleicht hat der hat ja auch die Sprache von den Steinzeitmenschen übersetzt und hat die jetzt also irgendwas gemanagt, dass das originalgetreu ist. Ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt. Darfst du das sein? Ja, cool. Darfst du das sein? Sagt dir der Speak No Evil, wo es der nächste kommen soll? Ja. Ob sie es wieder braucht, ich weiß es nicht. Dieser Remake von diesem dänischen Film, der bei Paramount Plus läuft, der meiner Meinung nach total überbewertet ist, weil er so dumm ist. Jetzt den hast du auch gesehen, oder? Du hast doch letztens zu mir gesagt, das war ein richtig dummer Film.
Ja, jetzt. Diese Familie, die Urlaub macht und trifft eine andere Familie im Urlaub und dann heißt es, hey, wenn sie vom Urlaub wieder daheim sind, dann treffen wir uns einmal. Und dann fahren sie zu denen und die führen sich auch für die Axt im Wald und die Familie, die hinfährt, die ist dumm, dass sie irgendwann sagt, weißt du was, du leg mir im Arsch, du voll Idiot, ich fall jetzt heim und bleiben so lange, bis sie einen Arsch voll kriegen. Also, sei mal nicht besser, was das ist für ein saudummer Film. Der war so endlos beschissen. Danke. Der hat mich so viel aufgeregt, der Drecksfilm. Und genau jetzt, wo du mich sagst, der hat so einen Hype, nämlich auch vorne so toll. Ja gut, das Ende ist krass, weil so ein Kind Zunge auszuschneiden. Interessiert doch mich nicht, wenn die anderen 1,5 Stunden beschissen sind. Da ja, aber und sind wir nicht besser, da sitzen sie da mit der Hand in der Hosentasche, dem Kind fällt der Bläschel raus vom Gesicht und dann sitzen sie da und sagen, hey, das war aber jetzt nicht okay. Weißt du, anstatt dass mir einer Kämpfer da oder sagt, hey, das ist mein Kind, die haut auch nicht aufs Maul. Nein, da sitzen sie da, wie die, ach ja, egal. Also auf jeden Fall, das einzig Coole an dieser Info mit diesem Speak No Evil ist, dass der vom Regisseur ist von Eden Lake, Name unbekannt, mir momentan. Ja, mir und auch. Dass der McAvoy mitspielt, James McAvoy mitspielt. McAvoy. Ja, Genau. Also wie gesagt, ich glaube, überflüssig wird ein zweites Arschloch, aber vielleicht macht er irgendwas intelligenter wie das dänische Original. Ja, ich darf jetzt nicht sagen, dass ein zweites Arschloch überflüssig ist. Was ist das? Du bist mit Wischen überhaupt nicht mehr fertig. Mir fallen aber andere Sachen ein. Ach, jetzt haut er. So, gut, was haben wir denn sonst noch? Dezent übergleitet. Ja. Über 2 Arschlöcher drüber gegleitet. Mufasa, der König der Löwen kommt. Wer war denn der Mufasa bei König der Löwen? Ja, wow. Ja, der Chefe. Der Chefe. Ach, nein, muss ich nicht sehen. Nein. Ja, ich bin jetzt übrigens auf die Liste der Erwähnungen gekommen. Die Filme interessieren mich nicht mehr wirklich, aber ich erwähne es einmal. Das ist eigentlich schon eher ein trauriges Ende. Hat nicht nur jemand von euch irgend so ein Wuchtiges, wo wir alle sagen, hey, jetzt sogar etwas Furioses, und zwar Furiosa. Ja, stimmt. Bam. Stimmt, den habe ich auch noch auf der Liste. Den habe ich übersehen. Mad Max Story oder Mad Max Saga oder was weiß ich. Hat sehr geil bis jetzt ausgeschaut. Die Vorgeschichte, der Trailer schaut ein bisschen nach CGI-Kasala aus. Ach, Kim. Mir hat der Trailer noch nicht überzeugt. Ich freue mich zwar auf den Film, weil ich nämlich den Mad Max super fand, aber der Trailer selber hat mich jetzt ja noch nicht so überzeugen können. Und ich mag ja die Anya Taylor-Joy auch sehr gern und da kann jetzt fast nichts schief gehen, glaube ich. Ja, die habe aber ich schon vorgemerkt. Bitte gern. Du bist zwar verheiratet, das hat zu Hause nichts zum Vormerken. Ich merke nie mehr was vor. Was? Nix. Die muss so lange warten, bis sie wieder irgendwann einmal vielleicht verfügbar wäre. Hoffentlich, hoffentlich, oder? Das sage ich zu meinem Burmaler, weil wenn er sich wedert, dann sage ich, bis ich das zweite Mal heirate, ist vorbei. Dann tut es nicht mehr weh. Da lachen dann alle. Gott sei Dank lachen alle und verstehen den Spaß. Und du stehst und denkst, da lachen sie die Vollidioten und wissen gar nicht, dass ich der geilste Bock vom ganzen Wohlstand vom Moos bin und alles wegflankt, der geilste Bock, weil wir eine Einwohnerzahl von 10 haben. Ja, gar nicht schon der geilste Boxer. Alles wird weggeflankt, was wir Das sind meistens die Schlimmsten. Das sind meistens wirklich die Schlimmsten. Aber hallo. Corby Sonic 3 müsste das Jahr noch kommen. Habe ich den zweiten schon nicht gesehen. Was ist mit dir? Du hast sehr schwach. Der erste war super, der zweite war sehr schwach. Du bist sehr schwach. Manchmal, du machst mich schwach. Ja, der erste hat aber auch so viel Spaß gemacht wegen dem Kontroversen dann noch und was dann am Ende draus gemacht haben. Bei dem zweiten, da war mein Interesse dann schon fast wieder. Was war ein Kontrovers? Ach, mit dem Gesicht, weil das Gesicht ja, mit dem Ugly Sonic. Der hat doch einen Auftritt gehabt, wo? Bei Chip und Chap. Ja, genau. Ja. Geiler Witz gewesen. Der Ugly Sonic. Ja, der zweite Sonic ist halt auch schon eher wirklich ein reiner Kinderfilm. Ja. Das war dann schon wirklich rein. War der erste eigentlich auch schon, aber der konnte mit der Kontroverse noch besser über Wasser halten. Und ich gespannt bei den Sonic-Filmen auch, wie stark mir dieser Jim Carrey übersteht. Ich habe den früher so geil gefunden und ich kann ihn nicht mehr singen, leider. Ich kann die nicht mehr singen. Dann schalte jetzt die Kamera aus. Du musst es ausschalten. Schalte du aus! Ja, aber dann sehe ich die ja trotzdem noch. Gar nicht. Jo. Okay, gut. Wir driften wieder in so eine komische Art und Weise ab. Du holst jetzt wieder mal, wenn ich mit dem Mike streite. Wir sind jetzt nämlich schon über eine Stunde. Unsere Hörer wollen bestimmt auch unser Video kommentieren, was die denn so alles selbst erwarten. Zum Beispiel für den Mike nur ein riesiges Highlight, Bad Boys 4. Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht sagen, dieser verdammte Warum? Ich hätte gehofft, dass er einfach ein Drehverbot kriegt. Dass er nie mehr was machen darf. Der Will Smith
schaut aber zumindest nur normal aus. Der andere schaut recht aufgeschwemmt aus. Der Chris Rock. Der trainiert jetzt noch sauber. Wer? Chris Achso, Rock. du meinst, ich mein, der Chris Rock, weil er umgehauen hat, dass er ins Gesicht aufgestimmt ist. Wie heißt der Martin Lawrence, oder? Ja, genau. Ja, der schaut echt aufgeschwimmt aus. Einer von den unlustigsten Leute auf der Welt. Das Einzige, wo der trainiert, ist im KFC, so wie der ausschaut. Genau. Und der Lee Whannell macht noch ein Ding, oder Lee Whannell, oder wie spricht man den Affen eigentlich aus? Der macht anscheinend noch ein Remake zu Wolfman. Das Nummer eins. Ja, und wenn der genauso gut wird wie der Ding, der Unsichtbare, dann sage ich, gebt mir diese. Ja, das wäre cool. Ja, aber ich jetzt direkt mit dem Monsterverse da weiter da, weil den Unsichtbaren, wenn er schon gemacht hat, der Wolfman. Ja, ich weiß nicht, was da jetzt genau der Plan ist, weil er eben den Wolfman macht und Guillermo del Toro macht ja anscheinend einen Frankenstein-Film. Ja, warum macht er nicht einmal was Gescheites wieder? Weißt du, der Del Toro, das war so ein starker Mann und jetzt macht er nur noch diesen 0815 Zeig. Warum macht er nicht einfach mit seinen Mountains of Madness vom Lovecraft oder so? Er macht, einen Frankenstein. Wer braucht jetzt einen Frankenstein? Herrens. Ja, wenn sie einen Unsichtbaren machen und einen Wolfman machen, brauchst du einen Frankenstein, brauchst du einen Dracula, brauchst du eine Mumie, brauchst Bride of Frankenstein, brauchst Phantom der Oper. Den einzigen Dracula, den wir brauchen, ist der Nicolas Cage. Ja, vielleicht spielt er ja dann. Ich hoff's. Das weißt du nicht. Aber lass jetzt einmal einen Guillermo del Toro einen Frankenstein machen. Ja, es tut mir leid. Ich lass ihn machen. Dann, wir unterhalten uns was habt ihr alles, liebe Hörer, noch in diesem wunderbaren Jahr 2024 im Schirm? Warte mal schnell. Und, ich hab noch eins. Was? Noch nicht? Was willst du jetzt? Du kannst Till Schweiger. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Wir hören nicht mit einem Schweighöfer-Film auf. Das kannst du fürs nächste Mal aufsparen, okay? Schneid's halt einfach raus. Los noch nicht reden und schneid's raus. Also, Mike, wunderbar. Hab mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Kali, du hast deine Momente gehabt. War super. Die hau ich morgen 14 von dir aufgeschrieben. Gut, ist auch okay. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von 2024. Und von 2024. Der beste Podcast von der Welt von 2024. Ja, genau. Servus und habe die Ehre. Wiederschauen. Adieu. Und zirkt's kein Mini-Robo.